Die Münchner Prinzregentenstraße oberhalb vom Friedensengel. Ecke Trogerstraße gegenüber vom Feinkostgeschäft Käfer befand sich bis 2016 eine Filiale der Deutschen Bank. Nichts erinnert hier mehr an die dramatischen Ereignisse in der Nacht vom 4. August 1971. Und dann ist mein ganzer Alarmzug am Boden gelegen, mit der Pistole in der Hand und hat auch geschossen. Was war geschehen? 16:30 Uhr. Seit einer halben Stunde halten zwei maskierte Männer die Deutsche Bank in der Prinzregentenstraße besetzt. Das Viertel wird von 8 Polizeihundertschaften abgeriegelt. In der Gewalt der Verbrecher befinden sich noch 5 Geiseln. Der Kassierer, 2 weibliche Angestellte und 2 Kundinnen. Die Bankräuber fordern 2 Millionen Mark Lösegeld, einen Fluchtwagen und freies Geleit. Der Kassier damals, das war er, Ludwig Kellnhofer, heute 83 Jahre alt. Er lebt in Neuötting. 50 lange Jahre ist seine Geiselnahme her. Aber die Fernsehbilder von einst bringen die Erinnerungen an die Bankräuber zurück. Ich habe nur gesehen, dass der eine also eine Maschinenpistole, glaube ich, war das, und der andere hat einen Revolver gehabt. Also die haben so eine Maske aufgehabt, Kuckucksklan, wie man früher sagte. Da sind die reingekommen und wir waren überrascht. Wir wussten nicht, was auf einmal los war. Ne? Die Männer hinter den Masken, Hans-Georg Rammelmeier, 31 Jahre alt, und der 24-jährige Dimitri Todorov. Die beiden geben sich als Gruppe der Roten Front aus. Ludwig Kellnhofers Frau hat die vielen Zeitungsartikel über den Bankraub aufgehoben. Ihr Mann musste damals sowohl die Rolle des Laufburschen als auch die des Vermittlers übernehmen. Ich musste ja tun, was die mir angeschafft haben. Telefonieren und Geld, was in der Kasse war, in der Tasche reintun. Und das war alles so, war man beschäftigt praktisch. Deshalb bemerkt er nicht, was sich in der Zwischenzeit draußen abspielt. Schaulustige haben inzwischen Balkone und Fenster besetzt. Im Restaurant Käfer geht der Betrieb weiter. Tausende drängen sich auch auf den Straßen. Polizeichef Schreiber lässt die Trogerstraße als Fluchtweg räumen. Und zwar von ihm. Walter Renner. Damals ein junger Polizist. Er ist stellvertretender Zugführer einer sogenannten Hundertschaft. Aber die muss er erst einmal zusammentrommeln. Und die Leute sind vom Harthof, von Milbertshofen, von Freimann zusammengerufen worden. Natürlich für die damaligen Verhältnisse mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, das Zusammenrufen hat locker eine Stunde oder noch mehr gedauert, bis die überhaupt hier waren an diesem Einsatzort. Und es dauert noch fast 3 weitere Stunden, bis sie die Schaulustigen von der Straße entfernt haben. Das Fluchtauto steht mittlerweile bereit. Der Polizeipräsident versucht mit den Erpressern über Lautsprecher Kontakt aufzunehmen. Die Forderung ist mir bekannt, weil mir unter Wagen steht, können die von drinnen den Wagen sehen? Können die unsere Lautsprecherdurchsagen hören? Die Täter drohen mit Bombenattentaten, sollte ihre Flucht behindert werden. Die Taktik der Polizei? Zeit gewinnen, mit dem Ziel, die Geiseln zu befreien. Das ist die einzige Verbindung, mit der Sie im Augenblick noch sprechen sollen. Auch eine Funkverbindung zwischen den verschiedenen Polizeizügen gibt es damals noch nicht. Und so bekommt Walter Renners Zug nicht mit, was überhaupt geplant ist. Da konnte ja sowieso nicht kommuniziert werden. Das ging gar nicht. Mit wie denn? Es hat ja keiner Funkgerät gehabt. Es gab keine professionellen Scharfschützen. Man hat halt rumgeschaut, wer kann gut schießen. Es gab Kollegen, die waren bei Schützenvereinen und die hat man zusammengesammelt und bis mit denen vorher auf irgendeinem Schießplatz oder Kiesgrube, keine Ahnung, wohin gegangen, um überhaupt mal so ein bisschen zu üben und zu trainieren. Und dann hat man sie hier positioniert. Die Polizei glaubt damals, es mit einer gemeingefährlichen Bande zu tun zu haben. In der Asservatenkammer im Polizeipräsidium München sieht man auch, warum. Die Ku-Klux-Klan-Hauben der Räuber waren blutrot. Das wirkt natürlich bedrohlich, das wirkt natürlich ganz furchtbar. Ne? Und doch war alles nichts als Bluff. Heute weiß man, dass die Täter nur 2 Kleinkriminelle waren.
Ein Banküberfall mit Geiselnahme in Frankreich hatte sie zu der Tat inspiriert, nachdem die Räuber dort mit ihrer Beute unbehelligt entkommen waren. Zurück zum Tatort. Hier drängen sich kurz nach 21 Uhr noch immer an die 4000 Schaulustige. Feinkost Käfer liefert eine Brotzeit in die Bank. Kassier- und Laufbursche Ludwig Kellenhofer nimmt sie in Empfang. Ja, da noch essen wir nicht zumute. Und auch die Geiselnehmer werden immer nervöser. Aber erst um 23:30 Uhr steht das Lösegeld bereit. Dann spitzt sich die Lage zu. Ludwig Kellenhofer muss eine seiner Mitgeiseln, seine Kollegin Ingrid Reppel, zum bereitgestellten Fluchtauto bringen. Sie hat ja nichts gesehen, weil die Augen waren ja verbunden. Ne? Und ich habe gesagt, ja, ich muss sie jetzt nicht rausführen und geht alles gut. Zuerst muss er sich, glaube ich, hinten reinsetzen. Und dann hat er verlangt, muss er sich noch mehr raustun, muss den Beifahrersitz setzen. Ich weiß auch nicht warum, aber ja. Ich habe immer alles gemacht, was die mir angeschafft haben. Hat ja gar keinen Zweck gehabt, sich dagegen zu wehren. Dann geht er wieder zurück und trägt den Geldsack mit den 2 Millionen Mark zum Auto. Kurz darauf läuft der mit der Ku-Klux-Klan-Haube maskierte Hans-Georg Rammelmeier zum Fluchtauto. Die Schaulustigen pfeifen. Dann, unvermittelt, die ersten Schüsse. Und meine Kollegen sind alle am Bauch gelegen und haben eine Pistole in der Hand gehabt und haben geschossen. Wohin auch immer. Ja, die haben halt auch panisch reagiert in der Situation. Das Fluchtauto wird regelrecht zersiebt. Rammelmeier stirbt im Kugelhagel. Zuvor hat er noch auf die Geisel geschossen. Das Mündungsfeuer von seiner Pistole, das habe ich ja blitzen sehen. Ne? Und die 3 Schüsse haben die Reppel, diese Geiselnehmer, die am Beifahrersitz gesessen ist, hier getroffen. Ingrid Reppel wird aus dem Auto gezerrt und ins Krankenhaus gebracht. Dort erliegt sie ihren Verletzungen. Währenddessen wähnt Ludwig Kellenhofers Ehefrau Sophie ihren Mann in Lebensgefahr. Ich habe die Schießen nur durch ein Radio gehört, das da geschossen haben. Ja, das war live im Radio. Der anschließende Sturm auf die Bank erweist sich als das noch größere Sicherheitsrisiko für ihren Mann. Denn der zweite Bankräuber, Todorow, befindet sich noch mit ihm und 2 anderen Geiseln in der Schalterhalle. Erst nach heftigem Gefecht gelingt es den Beamten, Todorow zu überwältigen. Eine Erlösung für Ludwig Kellenhofer und die restlichen Geiseln. Nach 8 Stunden Ungewissheit können sie die Bank endlich verlassen. Ich kann mich nur entsinnen, wie ich da raus bin. Ich habe dann einen Apfel genommen und habe in einen Apfel reingebissen. Ich glaube, das war meine erste Reaktion. Jetzt ist alles vorbei, alles für mich, alles gut gegangen. Dass die beiden tot waren, das habe ich ja nicht gewusst zu diesem Zeitpunkt. Der zweite Bankräuber, Dimitri Todorow, wird später zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Fragen, warum 2 Menschen sterben mussten und ob die Polizei nicht völlig versagt habe, hallen bis heute nach. Es war eine furchtbar tragische Geschichte. Die Erfahrungen zu solchen Einsätzen hat es nicht gegeben vorher. Es hat Erfahrungen zu Großeinsätzen im Demonstrationsbereich gegeben. Ja, Schwabinger Krawalle oder so. Und 68er Jahre vor allen Dingen auch. Aber nicht für solche verbrecherische Lagen. Die hat es damals nicht gegeben. Es muss mit dem Attentat während der Olympischen Spiele von 1972 erst noch ein weiteres blutiges Geiseldrama geschehen, bis die Polizei ihre Einsatzmethoden professionalisiert. Erst danach wird die Grenzschutztruppe GSG 9 gegründet und es werden gezielt Scharfschützen ausgebildet. Und Polizist Walter Renner? Er wechselt als Reaktion auf die Geiseldramen zum neu gegründeten psychologischen Dienst. Aus einem unendlichen Ohnmachtsgefühl raus, dass das nicht alles sein kann, was man in der Bewältigung von solchen Lagen kann. Und das war für mich die Motivation, da dazu zu gehen. Fortan wird das vorherige Durchspielen verschiedener Verhandlungsstrategien zum festen Bestandteil der Polizeiarbeit. Der Gewaltexzess in der Münchner Prinzregentenstraße aber geht als Tiefpunkt in die deutsche Nachkriegsgeschichte ein.
Als erster Bankraub mit geplanter Geiselnahme hat er zusammen mit dem Olympia-Attentat eine neue Dimension des Verbrechens eröffnet und zugleich die Kriminalitätsbekämpfung grundsätzlich verändert.